Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV am 3. Spieltag. Joa, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video. Wie es so schön heißt, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Ja, das ist euer Auftrag, mein Auftrag. Mein Auftrag ist jetzt, reinzugehen in den Bums hier. Gut. Gut, auch. Wird ja mit Sicherheit die eine oder andere Frage Richtung Max Eber geben, auf die Aussagen von Uli Hoeneß im Doppelpass. Ja. Wenn 7 Jahre Pause waren, aber morgen Abend im Topspiel der Liga ist es wieder soweit. Willkommen zur Medienrunde mit Weiser Kompanie und Max Eberl, der übrigens hier gleich sitzen bleibt, denn im Nachgang werden wir heute unseren Neuzugang Nicolas Jackson vorstellen und also Fragen diesbezüglich an Max vielleicht aufheben, dann macht es im Durchgang 2 auch noch Sinn. Okay, alles andere jetzt, fangen wir an. Hier vorne, Reihe 1, das Mikrofon, fliegender Wechsel. Mario Krischl für... Ja, erstmal schön, bevor wir reingehen, erstmal Grüße an alle HSVer. Schön, dass ihr wieder erstklassig seid. Wird mit Sicherheit keine leichte Saison werden, aber ich hoffe natürlich, dass der HSV sich wieder etablieren kann in der ersten Liga und vielleicht dann auch wieder Step für Step in der Leiter der Rangliste der ersten Liga sich mal wieder ein bisschen nach oben arbeitet und langfristig agiert. Es wäre zu wünschen, dass solche Vereine halt da wieder hinkommen. Den Kicker bitte. Ja, Jungs, die Mikro müssen... Frage an den Trainer. Was erwartest du für ein Spiel morgen? Es ist ja bekannt, dass die Bilanz des HSV in München ziemlich verheerend ist. Der FCB klarer Favorit. Wo seid ihr trotzdem gewarnt? Ja, also ich glaube für uns, wir sind zu Hause immer Favorit. Das ist die Wahrheit. Aber natürlich jedes Spiel hat seine Gefahren und jede Mannschaft kommt, weil die Punkte holen wollen. Nur was in der Vergangenheit passiert ist, da hatte sowohl Merlin als ich nichts damit zu tun. Und ich glaube, dass das ein Spiel ist zwischen einem Verein, einer Mannschaft, die viel, nicht nur Motivation, aber auch Selbstvertrauen hat, von natürlich diese Promovierung, sagt man das auf Deutsch? Naja, Selbstvertrauen, wenn du nach München fährst. Die Promotion. Genau, von diesem Aufstieg. Und das bringt man immer mit aus der zweiten Liga. Wenn man aufsteigt, hat man immer dieses bisschen Selbstvertrauen, die immer gefährlich sein kann, weil man einfach nicht in so ein Spiel reingeht und glaubt, okay, wir müssen nur verteidigen, wir müssen nur versuchen, nicht zu verlieren. Man geht rein mit voller Vertrauen, weil man viele Spiele gewonnen hat letzte Saison und das nehmen die wahrscheinlich mit. Aber ich finde es immer gut für die zwei Städte, also München und Hamburg, dass die Vereine aus diesen Städten gegeneinander kommen. Also es gibt nicht nur eine Konkurrenz zwischen den Vereinen, es gibt auch, glaube ich, ein bisschen diese Nord-Süd-Konkurrenz zwischen zwei sehr, sehr schöne Städten und es gibt auch eine gewisse Tradition in diesem Spiel. Also ich glaube, wir können uns alles freuen, dass wir wieder gegen HSV spielen. Das können wir auf jeden Fall, ja. Vinny, wie sehr ist es trotzdem für dich ein besonderes Spiel? Du warst beim HSV, hast dort gespielt. Was verbindest du noch mit dem HSV? Hast du vielleicht auch so ein bisschen mitgefiebert in der Endphase der letzten Saison, dass der HSV wieder nach oben geht und vielleicht nochmal abschließend? Schon 4-mal. Ja, aber hast du da mitgefiebert? Also welche Verbindung hast du zum HSV und gibt es da sogar vielleicht noch Verbindungen zu alten Weggefährten, Van der Vaart, Stevens, die Personen, die dich damals mitbegleitet haben? Ich hatte nicht viele Vereine in meiner Karriere, so 3. Und deswegen habe ich eigentlich immer diese Verbindung behalten mit jedem Verein, City, HSV und Anderlecht natürlich. HSV war für mich sportlich nicht ganz einfach, muss ich ehrlich sagen, aber die Verein war einfach sehr, sehr warm. Die Zeit in Hamburg war auch persönlich nicht einfach, aber auch sehr schön zum gleichen Zeit. Also ich meine Mutter ist in dieser Zeit gestorben, meine Schwester hatte auch Krebs und ich war verletzt, glaube ich, als Achillessehne-Riss, 9 Monate. Das war nicht einfach, aber trotzdem habe ich viele
viele Freunde bekommen in Hamburg, viel bekommen von den Vereinen, viel Unterstützung auch. Und für mich ist das immer eine Verbindung geblieben. Und die Spiele von damals, das waren auch Spiele, die später gute Karriere gemacht haben, wie Van der Vaart, wie Nigel de Jong und Olic und wir hatten alle und Jerome Boateng und so. Wir hatten alle das Gefühl, dass wir wussten, dass wir da gute Spiele hatten. Und deswegen ist die Verbindung immer da, aber natürlich meine Verbindung jetzt ist Bayern München und ich versuche auch jetzt hier diese gleiche Gefühl zu bekommen, weil das ist, glaube ich, das Beste an diesem Job, nicht nur die Job machen, aber letztendlich auch was anderes erreichen und das ist dieses Gefühl zu einem Verein und das hat für mich in München auch in die ersten Jahre sehr, sehr gut geklappt. Nächste Frage kommt von Julian Wolf für die. Das ist natürlich der Idealfall, ne? Wenn man nicht nur, ja, ist jetzt schwierig, aber wenn man nicht so diesen Tuchel-Faktor nur hat, so, ja, da hat man nie so dieses Gefühl gehabt, so, ja, der identifiziert sich mit dem Verein, der ist da, weil es der FC Bayern ist und so. Wenn das natürlich ein Trainer schafft, vielleicht hätte es Tuchel auch noch geschafft, ja, dafür war er einfach viel zu kurze Zeit da, muss man ehrlicherweise sagen. Dann ist das natürlich ein Idealfall, wenn da eine gewisse Verbindung ist. Ja. Deswegen funktionieren ja in vielen Vereinen dann auch Trainer aus der, oder wie man so schön sagt, mit Stallgeruch besonders gut, weil es natürlich der Idealfall ist. Ja. Wir werden es sehen, wie weit das bei Vinny auch der Fall sein wird. Welt, bitte. Guten Morgen. Auch daran anschließend, Vincent, eine kurze Statistikfrage. Haben Sie das vielleicht gelesen oder war Ihnen das bewusst? Das letzte Mal, dass der HSV in München nicht verloren hat, da haben Sie noch gespielt. Das war 2008, 2-2. Sie wurden eingewechselt für Basti Reinhardt. War Ihnen das bewusst, dass das so lange her ist? Haben Sie es im Vorfeld irgendwie gehört oder wurde es Ihnen gesagt und erinnern Sie sich noch an dieses Spiel? Ich wusste nicht, dass es das letzte Mal war, aber ich erinnere mich noch an dieses Spiel, ja, und ich habe nach diesem Spiel entschieden, dass ich weg will. Aber das hatte nichts zu tun mit HSV oder Fußball, das hatte zu tun mit, es war mich etwas versprochen und ich hatte damals Olympische Spiele auch in China. Und dann haben die mich eigentlich zurückgeholt und dann saß ich auf der Bank. Ich war so sauer. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Also mein Land spielt jetzt Halbfinale Olympic Games. Ja? Und ich darf nicht spielen. Und die andere aus der Bundesliga, das war, glaube ich, Rafinha von Schalke. Und die waren alle da für ihr Land und ich durfte nicht spielen. Und das war für mich aus Prinzip einfach unakzeptabel. Aber es gab nur eine Person in die Verein, die dafür gesorgt hat. Und dann habe ich nach diesem Spiel im Hilton in München am Flughafen gesagt, entscheiden, ich muss was anderes machen, nur aus Prinzip. Aber alles davor war eigentlich sehr, sehr toll und ich bin es war auch immer dankbar. Aber deswegen habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen von dieser Zeit. Und mein Vater im Hilton hat noch versucht zu sagen, Vince, er hat noch versucht, mich zu überreden und zu sagen, Vince, bleib noch, das ist ein super Verein für dich und alles. Und ich sage, ich weiß, es ist ein super Verein, aber aus Prinzip bin ich weg. Und ich habe nicht schlecht gewählt, ich bin nach City gegangen. Ja, ich denke, das sagt ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, sagt viel über ihn als Mensch aus und was für einen Charakter er hat. Und ich kann das voll verstehen. Ne, wenn du so, klar, wenn man ihn gebraucht hätte und er in der Startaufstellung gestanden hätte und sowas, dann ist das ein bisschen was anderes. Aber wie er sagt, wenn du nicht für dein Land auflaufen darfst bei Olympischen Spielen und sitzt dann aber nur auf der Bank, ist dann halt einfach beschissen. Und dann war da auch alles okay. Nächster Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Ja, hallo in die Runde. Hilton am Flughafen ist das richtige Stichwort. Max, in einer berühmten Fernsehsendung am Sonntag hat Uli Hoeneß sich geäußert über den FC Bayern, auch über dich, hat ein paar Aussagen getätigt, die für Aufsehen gesorgt haben. Wie kam das Ganze bei dir an und wirst du jetzt vielleicht deine Arbeitsweise anpassen, weil er hatte ja doch ein paar Ratschläge. Ja, ich will da gar nicht zu viel zu sagen. Wir haben die letzten 2 Jahre genug über Uli Hoeneß geredet. Ihr kennt meine Meinung dazu, wenn ihr auf dem Kanal seid. Solltet ihr neu sein, kann ich es ja mal kurz in 2, 3 Sätzen abreißen.
Wir sind Uli alle dankbar. Er hat den Verein dahin gebracht, wo er ist. Aber die seit 2, 3 Jahren, wir müssen das vielleicht ein bisschen trennen. Es ist okay, dass er da im Aufsichtsrat ist. Es ist okay, dass er intern irgendwelche Sachen entscheidet. Kannst ja drüber streiten, ob das okay ist, ja. Wäre ein extra Thema, könnte ich einen riesen Monolog halten. Sei mal dahingestellt, aber er sollte öffentlich einfach die Fresse halten. Ja, er sollte einfach mal sein, ich muss mich jetzt hier hinsetzen, ich muss mich darstellen, ja, weil ich immer noch der große Uli Hoeneß des FC Bayern bin. Ey, Uli, halt einfach öffentlich die Fresse. Ja, anders kann man es nicht ausdrücken, halt einfach die Goschen. Intern alles gut, kannst du alles kommunizieren. Aber was ist denn bitte der Sinn dahinter, in den Doppelpass zu gehen und dann da diese Scheiße von sich zu geben, wie er es getan hat, ja? Und das tut er pro Jahr 3, 4 Mal, ja? Und jedes Mal tut es dem FC Bayern nicht gut. Es ist nicht mehr die Zeit, so wie es früher war, wo Uli Hoeneß die handelnde Person war, wo er dann berechnend Dinge geäußert hat in der Öffentlichkeit, um abzulenken, sich vor die Mannschaft zu stellen, etc. Ja, das ist alles fein. Aber die Zeiten sind vorbei. Ja? Und wenn man noch Fragen hat, wer das Sagen hat beim FC Bayern, ich denke, das ist spätestens nach dieser Leihgeschichte jetzt auch jedem den letzten klar. Ja, ist auch das, was ich hier seit 3 Jahren erzähle. Jeder, der denkt, der Uli hat nichts mehr zu sagen im Verein, der hat halt einfach keine Ahnung vom FC Bayern. Das sind alles Marionetten, die da sitzen. Ob das ein Dresen ist, ob das der Heiner ist, die hat alle der Uli dahingesetzt. Glaubt ihr ernsthaft, die würden intern oder extern gegen Uli aufgebaren? Ja? Soll das ein Max Eberl tun? Dann solche Aussagen, wie er gedroppt hat, wie, ja, wenn die richtigen Leute in den richtigen Positionen sind, ziehen wir uns zurück. Das ist eigentlich so der Schlag in die Fresse. So über alles andere kannst du auch diskutieren, kannst du auseinanderpflücken. Aber das ist schon so der Hauptknackpunkt. Ja? Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass das gerade mit Max Eberl, Christoph Freund, Christian Dresen nicht die richtigen Leute sind an den richtigen Positionen. Deswegen ist ein Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß immer noch da und haben immer noch das Heft des Handelns in der Hand. Ja? Also, ganz schwieriger Takes, die der Uli da gebracht hat, werden wir vielleicht, was heißt vielleicht, werden wir am Montag live auf Twitch mal ein bisschen in das Thema reingehen. Ja, Max Eberl ist halt einfach die ärmste Sau bei uns im Verein. Sagen wir, wie es ist. Ja, ich meine, Max Eberl hat sich schon dahingesetzt von Tag 1 an, hat erzählt, ja, ich bin der große Teamplayer. Wir machen alles im Team. Das ist, was ich gerne mache. Bla Sülz. Und jetzt haut sich ein Uli da im Doppelpass und erzählt, ja, der Max muss mal ein bisschen mehr ein Teamplayer werden. Also, wer labert jetzt Scheiße so, ja? Für uns von außen natürlich völlig schwer zu beurteilen. Fakt ist, Max Eberl und Christoph Freund waren letzte Saison im Duell klar. Ja, da ging es nur noch darum, wann kommt er, wann unterschreibt er. Und dann ist Uli dazwischen gegangen, hat gesagt, nee, wir haben keine Geldscheißer. Jetzt wurde ein Coman verkauft, dann hieß es, ja, nee, es wird kein neuer Spieler verpflichtet. Wir leihen maximal nur noch einen Spieler. Max Eberl ist die ärmste Sau der Welt, ja, weil das kommt ja nicht, man hat ja nicht das Gefühl, dass da gesagt wird im Aufsichtsrat am Anfang der Transferphase, pass mal auf, hier, das ist dein Budget. 50 Mille ist dein Budget, alles, was du verkaufst, wo du Einnahmen generierst, kannst du wieder reinvestieren. Let's go. So, mehr hat ein Aufsichtsrat ja eigentlich nicht zu tun. Ja? Er hat die Aufsicht. So. Dass nicht da der Sportvorstand sagt, komm, ich hau jetzt 200 Mille raus, obwohl die gar nicht existieren. So, ja, das ist die Aufgabe eines Aufsichtsrats, aber doch nicht dann zu sagen, hey, so, jetzt, nee, jetzt ist gut. Jetzt, oh, nee, jetzt ist Feierabend, jetzt machst du nichts mehr, darfst du nichts mehr machen. Oder dass der Aufsichtsrat sagt, ja, ich möchte aber jetzt gerne Florian Wirtz verpflichten, obwohl Max Eberl und der Trainer das gar nicht wollten. Also Max Eberl ist wirklich die ärmste Sau der Welt und jetzt muss er da sitzen. Man sieht schon seinen Gesichtsausdruck, das ist schon sehr gequält. Erst kommen irgendwelche Abschiedsgerüchte auf und dann muss er jetzt da sitzen, nachdem der Patron vom Tegernsee solche Aussagen im Doppelpass gedroppt hat.
Alter, er ist einfach die ärmste Sau. Ja. Klar hat ein Max Eberl auch viele Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Können wir auch gerne nochmal detailliert dann im Stream drüber quatschen. Aber jetzt gerade ist er die ärmste Sau da. Ja, und ich bin gespannt, was er dazu sagt. Wahrscheinlich, entweder wiegelt er es gleich ab komplett, ja, dass er sagt, er will da öffentlich nichts zu sagen. Oder er sagt wieder, ja, wir arbeiten hier im Team und was der Uli erzählt, der Uli ist halt so. Und ja, das kannst du nicht mehr abtun. Wir leben in einer anderen Zeit mittlerweile. Ja, man kann die Dinge nicht mehr abtun mit, ach ja, der Uli ist einfach so. Es ist ein Trauerspiel, dass keiner in diesem Verein ist, der den Uli mal in die Schranken weist. Ob das der Präsident ist, ja, oder ob es der CEO ist, die müssten den Uli, das brauchen wir noch nicht mal öffentlich tun, obwohl man das öffentlich machen sollte, nachdem der Uli auch alles öffentlich macht. Einfach um mal ein klares Statement zu setzen und da Ruhe reinzukriegen. Aber mindestens intern muss man den Uli da jetzt endlich mal in die Schranken weisen. Punkt. Ja, er ist nicht mehr im operativen Geschäft, er ist nicht Präsident dieses Vereins, er ist nicht CEO der AG, er ist ein Aufsichtsratmitglied. Er ist, glaube ich, noch nicht mal als Vorsitzender im Aufsichtsrat. Er ist einfach ein popliges Aufsichtsratmitglied. Ja? Und dann muss man, stellt euch vor, das würde irgendjemand anderes aus dem Aufsichtsrat tun, was ein Uli Hoeneß regelmäßig tut. Der wird wahrscheinlich direkt rausgeschmissen werden. Ja, nochmal, Uli Hoeneß, Dankbarkeit, bla, Sülz hat ein ganz anderes Standing, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, alles gerechtfertigt, alles gut. Aber seit 2 Jahren, es ist too much. Die Aussagen zu Nagelsmann, die Aussagen unter Tuchel, die Aussagen die Farce mit Harry Kane, wo schon alles klar war und dann die ganze Sache nochmal 3 Wochen hingezogen wurde und der Preis in die Höhe ging, weil Uli Hoeneß meint, er ist immer noch in dem Geschäft wie vor 20 Jahren. Ja, er kann sich da hinstellen, kann irgendwie große Fresse haben und dann kriegt der Gegenüber Angst oder was. Die Zeiten sind vorbei, Alter. Ja. Letztes Jahr die Transferphase mit dieser mitten in den Planungen, mitten in den Verhandlungen. Leute, so jetzt ist mal gut, ne? Wir haben keine Geldscheißer. So. Ja, ey, jetzt wieder in dieser Transferphase. Wieder. Stellt sich dahin, man hat gesehen, wie Max Eberl angepisst war in der PK danach. Ja, vielleicht leiht uns der VfB Stuttgart ja am Woldemade. Ja, also, sorry, das geht nicht. Ich meine, wenn man das schon intern macht, was ja schon eine Farce ist, ja, wenn man dann die Arbeit macht, die der Sportvorstand, Sportdirektor tun und dann auf einmal ein Aufsichtsratmitglied kommt und sagt, so, Feierabend, ihr dürft jetzt nicht mehr. Ich bin hier der Aufsichtsrat und ihr dürft jetzt nur noch einen Spieler ausleihen. Was ist das schon für eine Vorgehensweise? Wenn man das intern kommunizieren würde, ist schon eine Farce. Das aber nach außen zu kommunizieren, ist einfach nur lächerlich. Ja? Und sich dann in so einen Doppelpass zu hocken und so eine absolute Selbstdarstellung zu tun und sich da hinzusetzen und ich bin der Patron des FC Bayern und solange hier nicht die richtigen Leute an den richtigen Positionen sitzen, bin ich und der Kalle da. Alter, halt dein Maul. Ich kann es nicht anders sagen. Sorry, ja, ich weiß, jetzt fühlen sich wieder viele auf die Füße getreten, die ganzen Uli Hoeneß-Jünger. Ey, das Beste, was ein Uli Hoeneß jemals gesagt hat, ist kein Spieler, kein Trainer. Nichts ist größer wie dieser Verein. Und auch ein Uli Hoeneß ist nicht größer wie dieser Verein. Ja, bei aller Dankbarkeit, dass ein Uli Hoeneß einen Riesenanteil daran hat, dass der Verein überhaupt da angekommen ist, wo er gerade ist. Definitiv brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber die Zeit ist vorbei. Der Mann ist aus der Zeit gefallen. Der Mann wirkt ja wie der typische alte weiße Mann, der, keine Ahnung, immer noch die CDU wählt. Ja, weil er seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren die CDU wählt. Ja. Der ist nicht in der aktuellen Zeit. Also ich meine, wir haben es gehört, E-Mails und so weiter, das macht seine Frau, das kriegt er gar nicht hin. Der Mann ist aus der Zeit gefallen, ja, und alle seine Aussagen, sein Verhalten ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist aus der Zeit gefallen. Der lebt in seiner eigenen Welt. Ich meine, ich habe es schon mehrfach gesagt, es gibt einen tollen Podcast mit Oliver Kahn, wo das Thema auch so ein bisschen aufkam. Warum, wieso, weshalb. Er konnte da natürlich nicht zu viel zu sagen, weil, ja, ist natürlich so klauselmäßig. Aber er hat auch gesagt, alles, was Veränderung ist einfach nicht umsetzbar gewesen beim FC Bayern. Ja. Und das wird uns noch richtig Probleme bereiten. Ja, das ist mein Call.
Aber wie gesagt, da werden wir mal am Montag im Stream das Fässchen ein bisschen detaillierter aufmachen. Jetzt hören wir uns mal an, was der Max dazu zu sagen hat. Ja, aktuell hat er auf jeden Fall mein Mitgefühl, auch wenn er nicht alles richtig gemacht hat, auf jeden Fall. Für dich im Gepäck. Also ich würde gerne ein Geheimnis offenbaren, was dann kein Geheimnis mehr ist. Bei Winnie, Christoph und mir ist immer, wenn Themen um uns herum sind, die ausgelutscht sind, dann haben wir eine Aussage, und die heißt, und jetzt Fußball. Jetzt geht es für uns nur noch um Fußball. Wir haben eine Transferperiode hinter uns gebracht, wo wir viele Dinge umgesetzt haben unter den Vorgaben, die wir hatten, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben den Kader kleiner gemacht, wir haben Transferüberschuss erzielt, wir haben Gehalt eingespart, wir haben sehr, sehr gute Qualität gefunden, wir haben einen Kader, mit dem wir sehr, sehr happy sind. Wir haben Platz für Talente geschaffen. Das ist das, was am langen Ende für mich und für uns jetzt zählt. Und jetzt geht es wirklich um Fußball, um nichts anderes mehr. Okay, er nimmt also die Variante, ich sage da nichts zu. Was ich völlig nachvollziehen kann, Platz für Talente geschaffen. Weiß ich nicht, ob Max Eber sich das auf die Fahne schreiben kann. Ich denke eher nicht. Ich denke, das kann sich eher Uli Hoeneß auf die Fahne schreiben, indem er halt die Aussagen getätigt hat. Aber wie gesagt, da werden wir mal, das geht jetzt hier auch zu weit, ich habe schon so lange einen Monolog gehalten. Da werden wir dann am Montag mal im Stream in das Thema einsteigen. In der letzten Reihe ist RTL bitte Max Edelmann. Genau, Herr Kompanie, nochmal zurück zum HSV. Die Bilanz der letzten 4 Spiele ist 0:27 Torverhältnis für die Bayern. Wird es das auch wieder geben, also so ein Torspektakel, oder ist es dann eher so, dass man sagt, gegen die alte Liebe, da sagt man dann in der Halbzeit, wenn es irgendwie 4:0 steht, macht mal langsam? Nein, wir wollen ganz einfach erstmal dieses Spiel gewinnen wie jeder andere Spiel und wie gesagt, wir spielen zu Hause, wir haben unsere eigene Stärke, wir spielen auch gegen einen Gegner mit Vertrauen und es ist jetzt egal, was für Spiel das ist, ich würde das nie so haben in meiner Mannschaft, dass wir sogar 1 Minute weniger machen. Und wenn das mal passiert, weil das sind auch nur Menschen, dann gibt es Ärger Montag. Also es ist einfach, das ist keine Möglichkeit. Wir müssen immer voll Gas geben. Nicht nur, weil das unsere Mannschaft ist, aber wir spielen auch für Bayern München. Und das ist von meiner Seite die Erwartung. Aber jedes Spiel ist schwierig, also es gibt keine leichte Aufgabe. Die Bild-Zeitung ist an der Reihe. Nikolaus Linner in Reihe 1. Ne, 1 vor. Ich dachte, du hast Transfer gemacht. Ich? Ja, er hat gesagt Bild-Zeitung. Oh, skeptisch. In diese modernen Zeiten, man weiß nie. So, zurück zum Sport. So, zurück zur lustige Runde. Ja. Er versucht zum 3. Mal. Zurück zum Sport. Ich bin von der Bild-Zeitung, seid mach ruhig. Zum Sport, servus zusammen. Frage an Herrn Eberl. Und zwar gibt es beim HSV auch jemanden mit Bayern-Bezug, Daniel Peretz. Da hat sich jetzt vor der Saison ergeben, dass er den Kampf um die Nummer 1 vorerst verloren hat. Und da ist ganz klar rüber gesickert, dass er über diese Entscheidung sehr enttäuscht war. Wie haben denn Sie diesen Prozess verfolgt, Daniel begleitet und was erhofft man sich? Keine Ahnung, verstehe ich halt auch nicht. Ja, um da immer meine 2 Cents zu geben. Ich verstehe nicht, dass man, wenn man einen Torwart, ich meine, ein Feldspieler ist ja immer noch was anderes. Ja? Der wird immer mal seine Einsätze bekommen, aber ein Torwart wechselst du ja nicht einfach mal ein oder sowas. Verstehe ich nicht, wie man gerade einen Torwart mit diesem Niveau und diesem Können, diesem Talent verleihen kann, ohne zu sagen, die Leihe kommt aber nur zustande, kann man ja vertraglich festhalten, wenn er die Nummer 1 ist. Ja. Verstehe ich nicht. Sorry, ist für mich ein Unding. Punkt. Ja, dann hättest du ihn an einen anderen Verein ausleihen müssen. Also da müssen ja Gespräche gewesen sein. Ja. Klar, am Ende des Tages entscheidet das der Trainer des Vereins, der den Spieler ausleiht. Logisch. Aber der hat halt auch einen Sportdirektor, einen Sportvorstand und da muss man halt in Absprache mit dem Trainer vorher klären, willst du einen Daniel Peretz als seine Nummer 1 haben? Ja, nein. Punkt.
Ja. Dass der, wenn es darum geht, in irgendeinen Konkurrenzkampf zu gehen mit dem Torwart, der dafür gesorgt hat, dass der HSV aufsteigt, ist doch klar, dass ein Daniel Peretz da kein Standing hat. Also Katastrophe, diese Entscheidung. Jetzt von Seiten des FC Bayern noch von dieser Leihe in der schwierigen Situation. Ja gut, die Saison hat jetzt gerade angefangen. Daniel hat für sich und wir haben gemeinsam entschieden, dass wir sagen, wir wollen was finden für die Zukunft, damit er Spielpraxis bekommt. Wir hatten super spannende Angebote. Ja, genau. Du hast super spannende Angebote und nimmst dann das Angebot an, wo er jetzt nicht die Nummer 1 ist. Ja. Da können wir dann wieder über Max Eberls Arbeit reden. Das war keine gute Entscheidung. Daniel hat super spannende Angebote. Für ihn war dann Hamburg seine Wahl, für die er sich dann entschieden hat. Natürlich führst du dann Gespräche mit Stefan Kuntz, mit dem Trainer, das ist ganz normal. Und natürlich wird dir ein Verein sagen, der Junge soll spielen. Mir war bewusst, dass sie mit Daniel Heuer-Fernandes einen Torwart haben, der natürlich aufgestiegen ist. Dementsprechend weiß man, dass er natürlich ein Stück weit eben auch einen Vorteil haben. Siehste, genau mein Take. Hast ja doch ein bisschen Ahnung, Max. Gute Standbilder übrigens. Das müsste ich eigentlich als Thumbnail nehmen. Das nehme ich auch. Kann, aber das ist eine Entscheidung, die der HSV treffen muss. Natürlich haben wir Daniel dahin gegeben, damit er zum Spielen kommt. Den Konkurrenzkampf muss er sich jetzt stellen. Das ist halt in der Bundesliga so. Da gibt es halt natürlich vorher vielleicht, wie ich jetzt vorhin gesagt, es gab Versprechen, die dann nicht gehalten werden. Wie weit das Versprechen jetzt an ihn war, dass er die Nummer 1 war, das kann ich nicht beurteilen, möchte ich nicht beurteilen. Mir wurde sehr klar signalisiert, man kann sich das sehr gut vorstellen beim HSV, deswegen haben wir es auch getan. Aber die Situation ist jetzt so, Leistungssport, er muss jetzt dagegen ankämpfen. Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass Daniel Heuer-Fernandes die ersten beiden Spiele auch sehr ordentlich gemacht hat. Das muss man auch fairerweise zugestehen. Aber Daniel ist ein herausragender Torwart und ich kenne seinen Charakter oder wir kennen seinen Charakter. Der wird dafür fighten, der wird dafür kämpfen. Und auch das ist eine Entwicklung, die er nehmen muss, sich jetzt da durchzusetzen und wenn er dann seine Chance bekommt, sie auch zu nutzen. Aber natürlich, unsere Intention ist, dass er so viele Spiele wie möglich macht. Er wird da keine Spiele machen. Da muss der aktuelle Torwart schon wirklich mal 2, 3 Spiele richtig in die Scheiße fassen. Ja, den wirst du jetzt auch nicht rausnehmen, wenn er ein schlechtes Spiel macht. Also, das wird nicht passieren. Jetzt die DPA an der Reihe. Klaus Bergmann, bitte. Herr Kompany, da Sie gleich bei der Vorstellung von Jackson ja nicht dabei sind, Sie haben ihn jetzt im Training gesehen. Wie planen Sie jetzt in diesen nächsten 3 Wochen, wo 6 Spiele anstehen, auch mit ihm? Wie schnell werden Sie ihn integrieren können? Ja, ich glaube, diese erste Phase ist sehr wichtig für ihn, von jetzt bis die nächste Länderspielpause, weil er eigentlich in Chelsea nicht richtig eine Vorbereitung hatte. Das ist auch normal. Was uns aber, wo er schon Schritte gemacht hat, natürlich, ist er zum letzten noch 90 Minuten gespielt. Das war das erste Mal. Das heißt, dass er von Natur aus jemand ist, schon eine gute Athlet ist. Das heißt, dass er auch nicht lange brauchen wird, damit er wieder 100% ist. Aber ich glaube, in den nächsten 4, 5 Spielen müssen wir einfach schauen, okay, wann spielt er von Anfang an und wann müssen wir sehen, dass er seinen Rhythmus aufbaut. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist einfach sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, es ist ein Junge mit sehr viel Qualität, die Tore gemacht hat in der Premier League und das ist nicht einfach. Und die nicht nur mit seiner Geschwindigkeit vor Gefahr sorgen wird, aber auch mit seiner offensiven Leistung. Und ich glaube, dass wir schon in den nächsten Spielen sehr, sehr schnell seine Qualitäten nutzen können. Wie lange, das ist jetzt die Frage. Machen wir noch 2, 3 Fragen bitte. Torben Hoffmann nochmal. Okay, bin ich sehr gespannt drauf. Ja, wenn man auch da nochmal die Aussagen von Uli aus dem Doppelpass nimmt, dann plant man ja anscheinend nicht, den Spieler weiterhin zu verpflichten. I don't know. Ja, er hat natürlich alle Chancen, zu überzeugen bei uns. Und wenn er das tut, warum nicht? Ja. Also, ich weiß natürlich nicht, ob es nicht neben der Kaufpflicht auch eine Kaufoption gibt. I don't know. Ja, das wird die Zukunft zeigen. Erstmal ist wichtig, ob er bei uns einschlagen wird oder nicht. Aber ich denke, alles, was ich so bisher gelesen habe, könnte er schon gut in dieses System passen. Ja, das wird die Zeit zeigen. Max, ich würde da gerne nochmal nachhaken. Also es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie zurückzuschießen, sondern mehr die Frage, was macht das mit dir persönlich, wenn eben halt so Aussagen kommen, empfindlich, Bayern ist ein Milliardengeschäft, gehört auf mehrere Schultern verteilt.
die richtigen Personen nicht an der richtigen Stelle. Transfers müssen im Juni, Juli getätigt werden. Also mir geht es darum, du hattest ja auch ein paar Tage frei. Ja, er hat es ganz gut zusammengefasst. Das sind alles die Aussagen, die ihn Uli gedroppt hat. Wie gesagt, ich will da nichts mehr zu sagen. Das werden wir am Montag im Stream. Da werde ich meine Meinung zu sagen. Das wird ein bisschen längeres Thema, aber sehr wahrscheinlich. Wir hören mal. Ich denke mal, Max Eberl wird da jetzt auch nichts zu sagen. Wenn er schlau ist, sagt er auch nichts dazu. Was machen solche Aussagen mit dem Sportvorstand? Und gab ja auch Gerüchte von Kollegen, die wir ja schon negiert haben, so nach dem Motto, Max überlegt vielleicht hinzuschmeißen. Also daran angeschlossen, was hat das Ganze mit dir persönlich gemacht und was bedeutet das für dich jetzt auch für die kommenden Wochen und Monate? Also für mich als Mensch, das bleibt bei mir, das bin ich. Ich bin der hier einen guten Job machen möchte. Und ich bin hier angefangen vor 16 Monaten, 17 Monaten mittlerweile im März letzten Jahres. Und es war definitiv keine einfache Situation. Und für mich ist es immer das Allerwichtigste, wir reden ja von empfindlich. Empfindlich müssen wir erstmal das Wort definieren, heißt empfinden. Oh, er geht doch drauf ein, er lässt sich jetzt locken. Heißt fühlen, heißt für was bereit sein, für was zu kämpfen. Wenn du nicht fühlst, wenn du nur einen Job machst, wenn man das will, dann ist das sehr kalt. Ich glaube, die ganze Welt und unsere ganze Gesellschaft ist sehr kalt und rücksichtslos, gerade wenn wir heute von Menschen, die Dinge entscheiden in der großen Welt, dann sind das Menschen, die sehr rücksichtslos, sehr egoistisch sind. Ja. Und für mich geht es halt darum, fühlen, weil ich das, was ich tue, mit Leidenschaft tue, dafür brenne. Und so habe ich quasi den Job angefangen vor 16 Monaten. Wir haben für uns entschieden, Dinge in Ruhe voranzutreiben. Wir haben letzten Sommer einen für mich herausragenden Trainer gefunden, nicht weil wir ihn gefunden haben und er jetzt bei uns ist, sondern das durfte ich jetzt 14 Monate kennenlernen und das ist einfach eine herausragende Persönlichkeit, die wir haben, an der Linie, als Mensch, aber auch als Trainer. Das war der erste wichtige Part, den wir zu erledigen hatten. Dann ging es darum, den Kader ein Stück weit, der groß war, der teuer war, Dinge zu verändern. Das haben wir mit den Verlängerungen erstmal geschafft, auch wenn es dann erstmal teurer war. Aber diese Verlängerungen waren einfach für uns existenziell. Also wenn ich an Fonzie Davis denke, an Jamal denke, auch an Jo Kimmich denke, auch an Manuel Neuer denke, als wir verlängert haben und dann gesagt haben, ja, warum verlängert man mit dem nochmal? Und man sieht heute, was für eine Qualität. Naja, da muss ich kurz was zu sagen. Also die ersten 3, ja. Weiß ich nicht, ob das essentiell war, mit dem Joshua Kimmich zu verlängern, Punkt 1. Klar, wenn der Trainer auf ihn setzt, so wie er es getan hat, dann ist es so, logisch. Aber ansonsten hätte man ein paar Linien da gehabt. Brauchen wir nicht wieder aufmachen, das Fass. Fonzie Davis, nein, fühle ich gar nicht. Ja, da waren auch andere Aussagen getätigt. Klar, wenn Fonzie zurückkommt, den nächsten Stepper macht, kann er auf jeden Fall die nächsten Jahre ein großer Faktor sein. Und natürlich ist er ein großer Faktor für Jamal Musiala gewesen. Deswegen wurde Fonzie Davis wahrscheinlich in erster Linie auch verlängert. Die Verlängerung von Jamal, auch das wird man sehen in den nächsten 1-2 Jahren. Ja, natürlich hat der unbeschreibliches Talent, brauchen wir nicht drüber reden. Die Entwicklung dieses Jahr oder vor der Verletzung war so semi. Das war mehr so bockiges Kind. Ich schmeiße mich mehr auf den Boden, beschwere mich über, dass ich Zweikämpfe führen muss, wie als ich knüpfe mal an das Unbeschwerte und an meine Leistung an, die ich vorher gezeigt habe. Da muss erstmal noch gezeigt werden, ob man diese 25 Millionen wert ist. Genauso dasselbe bei Fonzie Davis. Das sind beides Versprechen, ähnlich wie man es damals mit Coman, Gnabry getan hat. Was auch ein Riesenversprechen in die Zukunft war. Die haben es beide nicht geschafft, das auf den Platz zu kriegen. Coman noch ein bisschen mehr wie Serge. Das ist natürlich jetzt wieder Pokern bei Musiala und bei Davis. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch eine Farce gewesen, Fonzie Davis ablösefrei gehen zu lassen. Ja, und was wäre es für ein Zeichen gewesen, man hätte Jamal Musiala verkauft. Also, ich verstehe das schon nach der Außendarstellung. Aber dass die beide maßlos überbezahlt sind, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Dass ein Kimmich überbezahlt ist, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber wer ist in der heutigen Zeit nicht überbezahlt im Fußball? Ja. Von daher, der Markt ist, wie er ist. Ja, es ist traurig, dass es so ist, aber damit müssen wir leben, müssen wir uns abfinden. Nichtsdestotrotz sind diese Spieler trotzdem überbezahlt. Sie haben alle 3 noch nicht das geleistet für das, was die an Gehalt bekommen, wenn man das jetzt mal in Relation zum Harry Kane nimmt. So. Der absolute Topverdiener ist mit an die 25 Millionen, aber er zeigt das auch.
Ja, auch wenn er keine Tore schießt in Spielen, dann siehst du ihn als Anführer auf dem Feld. Du siehst, wo er überall ist, wo er ackert, wo er macht, wo er tut. All das müssen diese anderen Spieler erstmal nachweisen. Das haben sie noch nicht getan. Ja. Den Rest stimme ich ihm soweit zu und wir hören mal weiter. Was für eine Führung er hat. Das Take Manuel Neuer wollte ich noch bringen. Also es ging ja nicht darum, nicht mit Manuel Neuer zu verlängern. Wegen mir verlängern nochmal 3 Jahre mit Manuel Neuer. Ja, aber nicht für 20 Millionen. Punkt. Ja, das ist doch der Take. War der Job, den wir uns vorgeschrieben haben und vorgestellt haben, diese Dinge für die Zukunft von FC Bayern aufzubauen. Das haben wir jetzt diesen Sommer nochmal getätigt, indem wir den Kader eben verändert haben, indem wir gesagt haben, wir wollen auch unsere Talente, die immer noch sehr, sehr jung sind, das, Winnie sagt es immer richtigerweise, das soll kein Hype sein, sondern es soll ein Aufbau von Top-Talenten sein, mit gezielten Wegen bei uns, über Laien, wie auch immer. Ja, das ist für mich dummes Zeug und dummfick. Sorry. Da gehe ich nicht mit. Es gibt nicht einen Spieler, wo das in den letzten 3, 4 Jahren eben nur ansatzweise geklappt hätte. Ja, beste Beispiel ist jetzt Paul Wanner. Man hat Paul Wanner aufgebaut mit einer Leihe in die 2. Liga nach Elversberg, danach nach Heidenheim, wo er den Europapokal gespielt hat und so weiter. Er hat jetzt gut aufgebaut, er hätte jetzt den Stepper FC Bayern nehmen müssen. Punkt. Und man hat es nicht hingekriegt, dem Jungen das Vertrauen zu geben, du hast eine reelle Chance, hier beim FC Bayern dich durchzusetzen. Das hat man nicht geschafft. Stattdessen hat man ihn verkauft und dann nachgetreten. Dasselbe mit Adam Aznu und so weiter. Ja, der Take ist völliger Dummfick. Wenn ein Spieler Qualität hat, es ist scheißegal, ob der 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ist. Was spielt das für eine Rolle? Guckt nach Barcelona, guckt euch Jamal an, der mit 16 in der Liga gespielt hat, der, was war er, 16 oder 17 bei der EM, die EM dominiert hat. Es ist dummes Zeug. Punkt. Es ist dummes Zeug. Wenn ein Spieler wirklich Qualität hat, wird er sich durchsetzen. Punkt. Ja. Hört mir immer auf mit diesem, ach ja, wir müssen ihn mal langsam aufbauen, bla, so. Ja, in einer idealen Welt, bla, bla, bla. Ja, aber es kann doch nicht sein, du hast nicht einen Linksverteidiger in deinem Kader gehabt, hast dann Adam Aznu da und lässt ihn nicht spielen. So, was hat das mit Aufbauen zu tun? Ja, das ist einfach nur, wir machen da eine katastrophale Arbeit, was das anbelangt. Punkt. Und alles, was er jetzt schön redet, ist dummes Zeug. Wie gesagt, wir haben angefangen, Kosten zu senken, wir haben angefangen, Einnahmen zu generieren. Das ist das, wofür ich stehe, das ist das, wofür wir arbeiten, Christoph, Winnie und ich und alle anderen auch. Ich glaube, jeder, und Torben, du kennst das, du warst genauso, ich mache jetzt einen Spaß, nicht? Genauso blind und wie ich, wir waren beide Verteidiger, wir mussten grätschen, ja, du warst besser, du hast mit. Ja, aber der konnte noch Fußball spielen, das war bei uns beiden manchmal, also wenn ich die Kickernoten gesehen habe, dann waren die meistens bei 4 bis 4,5. Und ich musste immer kämpfen für mein Leben. Alles, was ich erreicht habe, also erinnert euch an Berti Vogts, als ich in Gladbach anfing, das Fahrrad, mit dem ich vorbeigefahren sein soll. Deswegen alle Dinge, die ich erreicht habe, da musste ich kämpfen, da musste ich für hart arbeiten, aber nicht ich alleine, sondern ich habe nur funktioniert, wenn die Leute um mich herum da waren. Das ist das Geschäft. Das hat er ja auch von Tag 1 an erzählt, der Eberl. Ja? Und deswegen haben mich diese Aussagen von Uli Hoeneß, nur ein ganz kurzer Abriss nochmal im Doppelpass so verwundert. Ja? Ja, er muss mehr im Team arbeiten. Ja? Das hört sich für mich so an, ja, der Max kommt nicht jeden Tag und berichtet mir, was gerade so Phase ist. Ja? Weil ich glaube schon, dass ein Max Eberl im Team mit einem Winnie, Christoph Freund und vielleicht in der Weiteren noch mit dem Chrissy arbeitet. Ja? Im Fußball, das ist auf dem Platz so, den Spruch habe ich auch schon öfters gemacht, das ist neben dem Platz so und das ist das, wie ich arbeite, wie ich lebe. Und wie gesagt, mein Herz ist hier. Never ever dran gedacht, hier hinzuschmeißen, weil dafür habe ich viel zu viel noch vor. Ich möchte nicht bei Bayern München arbeiten, das ist jetzt für nicht mein Ziel gewesen, sondern ich möchte mit Bayern München erfolgreich sein. Das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe, das ist das, wofür ich jeden Tag kämpfe. Und da kann jeder meine Gefühle interpretieren, wie er möchte. Ich weiß, wie ich bin, ich weiß, wie hartnäckig ich auch bin, um Dinge umzusetzen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Deswegen bin ich hier, deswegen sitze ich hier und wie gesagt, wie es mir ganz persönlich geht, das bleibt bei mir. Zweimal noch bitte, Heiko Niederer. Zu Recht. Die Bild-Zeitung. Sehr schön gesagt. Ich würde trotzdem einmal ganz kurz anschließen, so ein bisschen vorausschauend. Uli Hoeneß hat ja auch gesagt, er will Ihnen nur helfen. Deshalb die Frage, wie sieht diese Zusammenarbeit in Zukunft aus? Also wird man dann nochmal das Gespräch suchen? Nehmen Sie diese Hilfe an, vielleicht mehr jetzt? Oder ist das was Ihnen nicht so sehr in den Sinn kommt, da jetzt öfters mal beim Uli im Büro vorbeizuschauen?
Also ich wäre dumm, wenn ich sagen würde, ich würde nicht jeden Tag lernen und auch zuhören, was Es wäre ja eine Phase, wenn der Uli da wirklich noch ein Büro hat als Aufsichtsratmitglied und da irgendwie vor Ort rumhockt. Menschen für Ratschläge haben, was für Gedanken haben. Und alles, was mir hilft, uns hilft, erfolgreich zu sein, das nehme ich natürlich an. Dann noch das ist aber nicht unbedingt Uli Hoeneß. Das Mikrofon zu Julian Buhl für T-Online. Die letzte Frage wird das sein. Ja, nochmal eine Frage an den Trainer. Wie genau und in welcher Rolle planen Sie jetzt auch mit Nicolas Jackson? Und Max Eberl hat gerade gesagt, dass man... In welcher Rolle plant man mit ihm? Er wird der erste Einwechselspieler sein. Punkt. Ob auf dem Flügel oder in der Spitze. Ich weiß nicht, ob er rechte Seite, linke Seite spielen kann. Auf dem Flügel, das wird man sehen, aber darauf wird es hinauslaufen. Ne? Man sehr zufrieden wäre mit dem Kader. Wie zufrieden sind Sie mit dem Kader? Ist der Kader gut und breit genug, um auch die hohen Ziele, die man... Sagt er doch eh nichts. Du sagst doch eh wieder, er arbeitet mit dem, was er vorfindet. ...bei Bayern in der Saison hat, auch zu erreichen? Ja klar, also ich habe es von, glaube ich habe sogar für 12 Monate schon gesagt, gab es so viele Fragen über jede einzelne Spiele in die Kader. Und Max hat gesprochen über die Verlängerung, aber eigentlich ging es auch grundsätzlich über die Frage, schaffen die das noch für Bayern oder nicht? Und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich 100% Vertrauen habe in die Spiele, die wir haben. Und es stimmt, dass die Kader ein bisschen kleiner ist jetzt, aber für mich ist das Wichtigste über alles, dass ich einfach... Naja, er war doch eh nicht der große Rotiermeister, also war doch eh schwachsinnig, den Kader so groß zu haben, haben wir letztes Jahr gesehen. Also von daher ist das einfach eine logische Konsequenz auch daraus, ne? Jede Spieler gerne aufstelle. Es gibt keine Spieler, wo ich sage, eigentlich er ist da, aber ich will ihn nicht spielen lassen. Nein, es sind alle Spieler, wo ich 100% Vertrauen habe, dass die in egal welches Spiel leisten können. Und natürlich brauchst du deine besten Spieler auch um die wichtigen Momente zu drehen. Und das heißt auch Spieler wie Jamal Musiala und Alphonso Davies und auch in die Zukunft Ito, die jetzt nicht dabei sind, das kannst du nicht 1:1 ersetzen, das wissen wir. Aber insgesamt gibt es keinen einzigen Spieler heute, die mit auf der Bank sitzt, wo ich sage, vielleicht eher nicht aufstellen. Nein, alle, und das ist für mich das Wichtigste. Und dann, wenn wir jetzt reden über Nicolas Jackson, wir haben immer, Sie haben wahrscheinlich unsere Spiele geschaut auch mittlerweile und in die Spiele können Sie sehen, dass wir natürlich immer sehr flexibel sind vorne. Wir haben, manche sagen ein Stürmer, ein Nummer 10, manche sagen 2 Stürmer, manche sagen 2 Nummer 10s. Und das lasse ich auch noch offen, das finde ich gut, dass das so beschrieben wird und deswegen ist es für uns von Profil her total kompatibel und der kann spielen mit Harry, der kann spielen mit Serge, der kann spielen mit, egal wer wir da vorne haben, Lennart Kahl oder Jamal Musiala und die sind alle sehr kompatibel in wie wir spielen und das ist für mich das Wichtigste und deswegen wird er auch nach meiner Meinung eine wichtige Rolle haben diese Saison. Ja, ist ja, was ich gesagt habe, ne? Er wird sich da vorne schon einfinden, egal auf welcher Posi, wir sind da ja ein bisschen variabler unterwegs. Vielen Dank, Winnie. Danke, Max. Wir sind gleich zurück. Ja, deswegen bin ich so glücklich reingekommen hier. Ciao. Wir kommen glücklich zurück. Perfektes Schlusswort. Also alle sind wohlauf zurückgekommen. Leute, das war's von meiner Seite. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein super, duper Spiel gegen den HSV. Schönes Wochenende. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.